Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Ja, das sieht schon ziemlich heftig aus hier. Und jetzt gehen wir erstmal in Labor 16 und gucken mal, was aus der Stadtruine hier Woche ist. Ist draus Woche. Tintefische sind ja noch an Land. Igitt, Oktobirne. Und Fleischfresser haben wir noch. Anna. Ekliges Ding. Jetzt geht's erstmal auf die Schnies. Oh, das Ding heilt auch noch. Das ist nicht so gut. Auf der Fleischfresser sollte man dann vielleicht zuerst. Oh, das ist aber schön hier, die Energiepistole von Luca. Ist sehr schön animiert, das Ganze. Und dann auf die Oktobirne drauf. Ekliges Ding. Ich hoffe, hier Male finden wir auch noch eine passende Waffe. In der Vergangenheit haben sie übrigens die Königin Lean haben sie hier in die deutsche Version mit Lena übersetzt. Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ja, 43 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 80 Gold und eine Äther gibt es auch noch dazu. Was seid denn ihr für Kreaturen hier? Ein Tonic gestohlen. Aha. Und noch ein Tonic haben wir gestohlen. Einmal Berserker erhalten. Was ist dann Berserker? Sortieren wir das Ganze doch mal. Berserker, ist das eventuell was zum Ausrüsten? Ja, tatsächlich, ja, Accessoire. Autoangriff, mehrere Attacken und Verteidigung. Das senkt aber unser Angriff. Nee, das ist nicht so besonders gut, denke ich. Okay, das Vieh haben wir jetzt komplett bestohlen. Jetzt ist es weg. Alter, wie hier noch so ein deformierter Schädel dran hängt. Also hier ging es in der Zukunft ordentlich ab, so à la Terminator. Vielleicht sollten wir so Zukunft vermeiden. Das sieht ja echt übel aus. Gucke, was wir hier nicht alles schaffen können. Krater. Erstmal auf den Fleischfresser drauf, weil der heilt hier die ganzen Freaks. Gut, dass der zuerst geheilt hat, bevor wir Schade gemacht haben. Ah, gut. Was sind denn das überhaupt für absurde Gegner hier? Einfach irgendwelche wandelnde Krater mit Zunge und mit böse Aare. Das sieht schon etwas freaky aus, muss ich sagen. Und Chrono gibt dem Vieh recht. So. Lustig war übrigens auch in der deutschen Version hieß Frog tatsächlich auch einfach nur Frog. Den haben sie dann nicht Frosch genannt. Male wird aufgestuft. Sehr schön. Okay, da komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht durch. Ein Tonic gestohlen. Achso, das Vieh mir, oder was? Ich habe gedacht, ich dem Vieh. Nein, das Vieh klaut mir die Tonics. Mist. Einmal Magnetklinge erhalten. Schon wieder. Ach, die Viecher klauen mir was. Okay, scheiße, jetzt habe ich 3 Tonics eingebüßt. Ich habe gedacht, ich stibitz denn was. Hör auf, an Luca rumzusaugen. Sehr schön. Gut. Maler. Gibt dem Vieh recht. Ich hoffe zumindest, dass es ihm recht gibt. Badge. Na, nicht wirklich. Gut, Chrono kümmert dich dann um die andere Oktobirne. Ah, der saugt auch so Kraftpunkte, nur Trefferpunkte ab. Mistkerl. Und Batsch. Auf der Dates und weg ist er. Und jetzt macht er noch fertig. Glitsch, platsch. Sehr schön. Und Chrono wird auch aufgestuft. Sehr schön. Ich versuche hier eigentlich auch so ziemlich jeden Kampf mitzunehmen, der möglich ist. Einfach damit wir auch viele Tech-Punkte kriegen. Hey, du Mistvieh, hör auf mal Tonics zu klauen. Und ein Magnetbogen erhalten. Sehr schön. Ich weiß schon, für wen das ist. Von 10 auf 21. Na, Gewitter erleidet. Das ist doch schon mal echt ein Wort. Hör auf mir mal Tonics zu klauen, du Mistvieh. Wenn man die nicht angreifen, hier die Biester. Chrono, komm schon. Enttäusch mich nicht. Ja. War ja schon klar, dass die Biester angreifen. Sie haben so eklige Viecher wieder gebärt. Geboren? Ja, geborene gebärt. So.
Chrono kann auf jeden Fall zu einer Allee platt machen, das weiß ich. Dann probieren wir mal unser Glück mit der Anara. Ui, das ist aber eine schöne Darstellung. Ja, diese neue Waffe gefällt mir ganz gut. Und... Ah, die halten mehr als 112 Schadenspunkte aus. Nicht verkehrt, die Viecher. Aber das macht mir jetzt endgültig platt. 60 und du ziehst ab 46. Ja, da ist Maler doch etwas stärker. Aber liegt höchstwahrscheinlich auch an ihrem guten Bogen, den sie gekriegt hat. 62 Erfahrung, 4 Tech-Punkte, 140 Gold und eine Äther. Ja, die Kämpfe hier lohnen sich auch durchaus. So. Und nichts mehr. Aber interessant, dass wir hier Goldmünze in Umlauf bringen in einer Welt, wo wahrscheinlich eher Nahrung als Zahlungsmittel unterwegs ist. So, ich mache mal einen Zyklon auf diese Viecher. Nee. Mal hier. Und so. Quatsch. Sehr schön. Chrono, machen noch einer fertig. Luca, kümmere dich um den Krater. Und dann Chrono und Maler. Zack und zack. Puh. Also das ist mal echt ekelhaftes Wasteland hier. Luca wird aufgestuft. Was ich auch noch gucken wollte bei der Techniker. Die hat anscheinend noch nichts, was sie so lernen kann als neue Technik. Sie hat noch Reizen drauf. Verwirrt Gegner. Ja, heilen wir erstmal ein bisschen die Leute noch. Das kann nie schaden. Geh weg, du Unhold. Mistvieh. Ich wäre ja noch mal ganze Tonics los. Uiuiui, was kämpft dann jetzt hier gegen uns? Das ist ja eklige Schleimbiester. Schatten. Oh, das ist nicht gut. Halte mal den Gaul A. Aura-Wirbel. Probieren wir das doch einfach mal aus. Oh, cool. Das ist echt cool. Feuerwurf probieren wir mal den aus. Jawohl, der bringt uns was. So, Chrono, machen wir mal die Combo. Stich und machen beide Biester hier fertig. Sehr gut. 42 Erfahrung, 3 Tech-Punkte, 150 Gold. Das ist sehr gut. Was ist denn das für ein ekliges Vieh? Ist hier in der Zukunft alles einfach nur hassenswert? Äther gibt's noch. Zerschrottet das Auto, zerschrottet die Ampel. Was ein ekelhafter Gegner. Mutant. Ja, genauso sieht er aus. Aber den Aura-Wirbel finde ich ganz cool, dass dann alles in Chronos Schwertreichweite die Leute, die Verbündete heilt. Und wenn die eng beieinander stehen, ist natürlich sehr cool. Ja, uff. Mach sowas nicht. Das ist verstörend. Wie viel bringt der Mutant? 22 Erfahrungen, ein Tech-Punkt, 30 Goldstücke. Interessant, dass die in der Zukunft immer noch mit Goldstücke bezahlen. Oder soll es ein Hydrant sein statt ein Schädel? Ich habe eher, das soll ein geschmolzener Hydrant sein und kein Schädel. Noch so ein ekliger. Ja, als drauf. Also irgendwas scheint ja wohl in der Zukunft gewaltig schief gelaufen zu sein, dass hier sowas passiert ist. In der Vergangenheit gab es einen Krieg, der aber gewonnen wurde. In der Gegenwart haben wir Friede und einigermaßen Blütezeit, aber trotz allem werden wir angeklagt und gejagt von einem ziemlich vorurteilsbehafteten, gemeine, verbitterte Kanzler und einem ignoranten König. Und in der Zukunft ist alles am Arsch. Oh je, oh je, oh je. So, jetzt sind wir hier in Labor 16 gekommen. Was ist hier?
Die Aris-Kuppel. Das sieht auch nicht gerade sehr lebensbejahend aus. Oh, wieder so Slum-Bewohner. Wer seid ihr? Ja du, wo seid ihr? Wir kommen vom Labor im Westen. Was? Hey, die Leute haben sich durch die Ruine geschlagen. Wirklich? Ist das ein Scherz? Also gibt's Menschen, die die Mutanten besiegen können. Offensichtlich, ja. Papa bringt uns was zu essen. Mein Mann geht in die Lagerhalshalle, ist er verschollen. War der wirklich in der Kuppel im Westen? Ja. Ah, wenn das mich wirklich interessiert. Dann frucht doch auch nicht so saublöde Idiot. Okay, den Sack können wir jetzt auch nicht plündern. All die Fabrik namens Protokuppel ist im Osten. Ein paar verrückte Roboter bewachen die. Vom Kontinent im Süden kommt man durch die Kanalisation, aber halten euch vom Todesgipfel fern. Ein alter Mann liegt nah bei der Todesgipfel in einer Kuppel, die er selbst gebaut hat. Muss ein Spinner sein. Die Idee mit dem Emblem, nicht einmal mit Dynamit geht so auf. Reizend. Wo geht's dann hier runter? Gehen hier noch ohne? Aber sicher. Aber niemand ist jemals wieder hochgekommen. Ihr versuchen sie immer. Wie schön. So beherzte junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig und kommt lebend zurück. Okay, was gibt's denn hier noch? Ein Lader oder was? Habt ihr Geld? Sicher, dass das Geld ist, egal, ich muss einiges loswerden. Das hatten wir alles schon. Wir können nur noch mal ein paar Tonics kaufen, die uns geklaut wurden. Dann lassen wir hier wenigstens auch noch ein bisschen Geld. Ja, ja. Irgendwann zahlt sich aus, behauptet der Typ, der zur anderen Kuppel gegangen ist. Ja, der andere Typ, den haben wir ja auch schon kennengelernt. Jenseits der Ruinen sind wir jetzt. Okay, aber durch die Kanalisation gehen wir noch nicht. Wir gehen erstmal zu der Fabrik, wo er erzählt hat. So. So. Hier. Oh, mir überall dieser eklige Smog hier schon in der Luft hängt. Das ist echt total unangenehm hier. Wir gucken uns aber nochmal hier das an. Ah, du ist die Kanalisation, okay. Und was ist hier? Labor 36. War hier nicht mal Schloss Guardia? Naja, hier ist es auf jeden Fall weg. Dann gehen wir doch nochmal zuerst hier runter und dann in die Kanalisation, würde ich sagen. So. Hier. Boah, das vermittelt aber auch schon durch die Musik und alles so richtig heftiges Feeling. Wie schaut's hier ohne aus? Das Pult steuert der Durchgang, wir brauchen ein Passwort dazu. Und das Pult steuert auch der Durchgang, da brauchen wir auch ein Passwort. Sieht wohl nicht so aus, als ob man das hier kriegten. Wow, wie ekelhaft. Nee. Hier kommen wir überall nicht wirklich durch. Sieht wohl echt so aus, als müssten wir uns vorher erstmal was beschaffen. Dann halt so entlang. Ah, wieder diese eklige Diebe. Kommen wir da eventuell woher? Ich weiß es ja nicht. Ah ja. Ups. Ach du Scheiße, Programm wird ausgeführt. Chrono, was ist denn hier los? Male, Achtung. Ach du Scheiße. Das sieht böse aus. Wachsoldat und Bit. Gehen wir erstmal für kleine Bits. Puh. Ich hoffe wirklich, dass wir die noch locker fertig kriegen, weil die sehen echt gefährlich aus hier, die Gegner. Und ich hoffe, der ruft nicht noch weitere herbei. Zack. Und einer ist schon weg. Gut. Okay, beide Bits sind weg. Dann kann Maler
Erstmal Chrono drauf, dann kann Luca das Ding attackieren und sie kann erstmal Luca heilen. Das ist auch schön animiert, muss ich sagen. Okay, er zählt runter. Dann haben wir Zyklon mal hier drauf. Eventuell zieht es ja irgendwas Tolles ab. Ah, 100. Na gut. Haben wir Feuerwurf. Und du solltest mal Chrono-Heiler. Puh. Alle drauf. Oh, der war gut. Schöner Crit. Und jetzt geht wahrscheinlich gleich die Luzi ab. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte das schnellstmöglich beenden. Und Teile wiederbelebt. Ah, okay, nur das. Na gut. Zu dritt Delta-Angriff möglich. Oh, scheiße. Okay, dann attackieren wir wieder diese Dinger. Heil dich mal selber. Ja, es war doch wohl clever, die Bits vorher zu töten. Sehr gut. Dann müssen wir hier nur noch die Bits kaputt schlagen. Da heilen wir nochmal Maler. Und dann können wir uns wieder auf den Wachsoldat richten, wenn die kleinen Minions kaputt sind. Hey, hör auf hier mit solcher Attacke. Ja, die machen offensichtlich echt was aus, wenn sie durch sind. Chrono. Dankeschön. Jetzt können wir uns wieder um das Hauptvieh kümmern. Oh je, okay, das hat nichts abgezogen. Na gut. Dann noch einmal so drauf. Jeder nochmal mit dem drauf, was er hat. Boah, Mann. Also so Maschinengegner können durchaus ziemlich heftig sein. Zusammenbruch. Puh. Ausgezeichnet. ...300 Erfahrungspunkte, 5 Tech-Punkte und 1000 Goldstücke. Chrono wird auch noch aufgestuft, genauso wie Male. Und Male lernt Reizen. Sehr cool. Oh, da ist noch so ein schäbiger... Puh, du stinkt's. Und, Luca? Alles ist total vergammelt. Das Kühleraggregat muss ausgefallen sein. Da liegt noch so ein einzelner Lumpensammler. Chrono, guck mal. Der ist vor langer Zeit gestorben, denke ich. Ja, der ist in der Hand. Was könnten das sein? Wahrscheinlich die Zugangsdinger, ne? Sieht aus wie ein Samenkorn. Same? Aber an einem Ort wie dem Pflanzen gedeihen können? Ja, wir nehmen es mal mit, oder? Folgendes steht auf einem schmutzigen Stück Papier. Die Rat ist nicht bloße Statue. Sie kennt das Geheimnis von der Kuppel. Fangt sie. Oh, okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier drin? Einmal Ether Medium. Okay. Na dann, wenn dem so ist, würde ich aber vorher sagen, dass wir uns... Oh, da ist er. Sch, nicht, dass er wegrennt. Rennen wir ja nach. B-Knopf und fangen sie A-Knopf. Jetzt müssen wir erstmal die Rat hier jagen. Das wird etwas unappetitlich wahrscheinlich. Bis wir sie irgendwann hoffentlich mal in die Ecke gelockt hin. Oder so. Und wo ist sie jetzt hier? Die Dappichrat? Ne, wir kriegen sie wohl nicht. Na gut, dann würde ich aber sagen, dass ich hier an der Stelle zumindest schon mal meinen Cut setze. Und zwar würde ich erstmal ganz gerne Unterkunft verwenden. Und dann würde ich sagen, wir speichern an der Stelle. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu... machen wir hier eine neue Datei. Sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.